Kathi redet mit Chris seinen preisischen Spätzle und ist nachher auch dafür, dass er bei einer einzieht. Danach möchten sie auf die Wiesen gehen, aber bloß Kathi packt das und kommt als ein Besoffener wieder heim. Die anderen bleiben gleich daheim, weil sie davor schon viel zu fett gegessen haben, damit sie nicht besoffen werden. Fanny übernachtet an ihren Hochzeitstag allein draußen, so wie sie es nach ihren Alten seinen Wunsch für sie hergerichtet haben. Danach muss sie auf Österreich fahren zu der Kremis von der Liesl. An Rolli sei preisische Gspusi möchte mit den Landweibern auf die Wiesen gehen und lässt sie für das von Hubert ein Kranzel in die Haar einflechten. Dabei gingen aber die anderen alle mit offenen Haar. Sarah besteht seine Prüfung und ist jetzt eine erklärende Köchin. Und seine warme preisische Gspusi kommt und feiert das mit ihr. Der berühmte Spaßmacher Christian Springer aus der Klotzen schlagt in Lansing auf und gibt im Wirtshaus ein kleines Stickel zum Besten. Als Hummerl bildet sie ein, dass sie eine Kirchermaus im Gotteshaus umeinander treibt, weil sie ein anbissene Geirurm findet. Und wegen dem stellt sie etliche Mausfallen auf und der Pfarrer latscht da rein. In Wirklichkeit hat aber ein Hummerl sein Alter die Ruhm anbissen und drum fangt er im Kirchstall eine Maus und führt's an den Pfarrer vor. Und der setzt das Viecherl im Holztaus aus. Der Hubert lässt sie mit seinem Verdruss vor einem Irrenarzt behandeln. Und da lernt er ein Weiberleid kennen und seine Alte bildet ihr ein, dass er mit der was hat. Da ist aber nix. Schließlich fängt das Blecker an und weiß nimmer weiter und beschließt mit seiner Alten, dass er sie miteinander vor einem Irrendoktor kurieren lassen. Der Gregor hat sich eine Schönheitsoperation machen lassen und schaut jetzt ganz anders aus und übt mit seiner Alten zusammen die Brotzeithitten von der Liesl. Und sie möchte da die Hittenwirtin machen.